Trouble. Wir schauen zurück auf die Woche. Unsere Freitagsmorgenrunde, die steht hier bereit. Der Fabian Unterreger ist da. Dann haben wir den Bastien Giraud da. Guten Morgen. Ja. Der Herr Köppel ist auch da. Morgen. Und der Baschi. Ja, wie gesagt, hallo. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Die Rosetta, die hat ja den Philae erfolgreich auf dem Komet Chury abgesetzt. Der ist dort gelandet. Wir alle haben das Andocken verfolgt. Sie auch? Ja gut, ich sage, es ist der Baschi. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt, oder? Das ist kein Problem. Was heisst denn eigentlich Raumfahrt, oder? Obwohl ich das Ganze nicht aus dem Raum stattfinden verfolge, sondern draussen, oder? Willst du noch mal schnell machen? Also, ich machen nochmal. Schon von vorne ansitzen. Ja, ist gut. Also, die Rosetta ist erfolgreich auf dem Komet Chury gelandet, blablabla. Habt ihr das Andocken auch verfolgt? Meinst du jetzt mich? Ja, du, Baschi. Also gut, das ist der Baschi nochmal. Ich bin ein bisschen verwirrt, oder? Das ist auch Teil vom Text. Warum heisst das Ganze eigentlich Raumfahrt, oder? Das findet ja gar nicht im Raum statt, sondern von aussen. Bastien Giraud, als Velofahrer sind ja Sie sicher interessiert an Mobilität, an der Raumfahrt auch. Ja, ich bin ein grosser Fan von der Raumfahrt und experimentiere schon lange am ersten Velo, wo kann jetzt auffliegen und ich kann schon fast alles, was es braucht. Also ein BMX-Bike, ein Körbli fahren. Jetzt warte ich nur noch auf der E.T. Herr Giraud, das Auftauchen vom E.T. ist etwa gleich unwahrscheinlich wie ein Rücktritt von Gary Müller. Aber, Herr Köppel, es gibt ja Stimmen, die das Ereignis mit der Mondlandung vergleichen. Historisch, wie schätzt denn die Weltwoche die Mission ein? Um was geht's? Wir von der Weltwoche haben herausgefunden, beim Projekt Rosetta geht's primär um eine wissenschaftliche Untersuchung von der Weihnachtsgeschichte und erste Erkenntnis. Beim Stern von Bethlehem handelt es sich um einen riesigen Dreckklumpen, der nur um Haaresbreite an der Erde vorbeischrammt. Hat sonst noch jemand die Live-Übertragung aus Darmstadt mitverfolgt? Ständerat Felix Gutzwiller. Ja, aus Sicht von der Präventivmedizin bin ich natürlich fasziniert. Die Rosetta-Sonde in Darmstadt übers Maul ist eine beliebte Form von der Darmspiegelung. Herr Gutzwiller, ich komme nicht mehr draus. Was ist nicht klar, Renzo Blumenthal? Also das ist gar nicht wahr, oder? Ich bin gerade vorher im Stall drinnen gewesen und die Rosetta steht immer noch dort, zwischen der Erika und der Sibyl. Und wahrscheinlich auch nicht dabei war der Christoph Blocher, so neumütiges Livestream und so. Das ist ja wahrscheinlich nicht das, was Sie interessiert. Oh, muss ich sagen, Frau Fetsch, ich habe jetzt das Internet auch gekauft. Oh, gerade vorher auf dem Google finde ich unter dem Stichwort Rosette, Darmstadt, Zentrum vieles. Aber nichts hat mit dem Weltall zu tun. Nichts! Zum Glück ist Freitag.